Nee, war du los nicht für dich, bevor ich wirklich auf Thema kommen. Ein Hommage man einem Mann und noch singen Ideen. Und das ist den Robert Badinter. Den ist gestern gestorben. Er war einer der Mitterrand Justizminister jüdisch. Sein Papa ist in der Shoah umgekommen. Dem Robert Badinter haben wir uns zu verdanken, dass 1981 Todesstrafe aufgeschafft wurde in Frankreich. Er sagt immer, den Tod hält kein auf, Kriminelles zu machen. Passionen sind mehr stark wie die Angst vom Tod. Aber er sagt aber auch klar, dieselbe Robert Badinter sagt auch, es kann kein Frieden am Nahen Osten geben, wenn man keine Zwei-Staaten-Lösung hier kriegen. Davon sind wir ganz weit weg. Wir hätten so Leute wie der Badinter gebraucht, unterstützt von Israel und Palästinien, die mit Courage und mit Passion für Gerechtigkeit zu Stufe angesagt hätten. An 18 Wochen sind am Gazastreifen über 27.000, bald 28.000 Leute gestorben bislang. Zigtausenden, nicht weit von 68.000 Leuten sind blessiert. Wo kein proper Wasser, erste Gras, weil sonst nicht mehr da ist, sind am Gang zu verhängern. Familien, Frauen, ältere Leute, Kinder, monetäre Babyen sind Opfer. Zivilgesellschaft ist Opfer. Den 7. Oktober letztes Jahr geschieht das schrecklich, ganz schrecklich. Und hat nie dürfen passieren. Ugestiefelt von Leuten, die all Interesse hatten, dass der Blick wegkam von der Invasion von Ukraine. Warum gouf die Zivilgesellschaft massakriert, a Geisel goufe geholt. Meine Tochter, die viel jüdische Freunde hat, hat auch keinen dabei sein. Wie viel von den 130 oder 101 Geiseln leben nach? Das weiß ich auch nicht. Aber auch sie sind die Geiseln, sind nicht nur Opfer vom Hamas, auch sie sind Opfer von den Bombardementen. Genozid oder Risk für Genozid, nennen wir in der Welt, aber was lo geschieht, ist schon lange nicht mehr Selbstverteidigung, ist schon lange nicht mehr proportionell. Während wir hier sind, höchstwahrscheinlich an diesem Moment getroffen, effektiv, intensiv bombardiert, und die Leute kommen nicht raus. Aus einer Prison à ciel ouvert als ein opend Massengrab ging. Wir brauchen einen direkten, immediaten Cessez-le-feu ohne Konditionen. Wir brauchen noch eine unabhängige internationale Enquete, die auch hier eventuell Kriegsverbrechen in der Club hält. An alle internationalen Instanzen müssen weiter Druck machen auf Israel, für das der Krieg endlich abhält. Es geht nicht darum, gegen die Juden auf der Welt zu sein, gar nicht. Es geht darum, gegen die israelische Regierung zu sein. Das muss ich ganz klar sagen. Es ist gegen die israelische Regierung, wo wir hier stehen. Wir müssen Distanz par rapport zu der Regierung holen. Wir müssen aber auch Sanktionen ausschwätzen. Klare Sanktionen, an denen wir Distanz par rapport zu der Regierung holen, vermeiden wir auch, dass der Antisemitismus sich weiter ausbreitet an der ganzen Welt und in Europa. Während wir hier stehen, auf der anderen Seite, geht auch die Kolonialisierung vom palästinensischen Territoire weiter. Wir haben dem allzu lange nachgeguckt. Wir hätten das nie dürfen zulassen. Und unter dem Prätext von einem Passe, ja, den ich nie vergessen, mit dem Passe, derselbe Passe, der aber nur nicht benutzt ging, für einerlei leiden zu lassen oder zu jagen. Wo extrem Ungerechtigkeiten herrschen, kann kein Frieden entstehen. Wo Aufkommen nicht angehalten gehen, kann kein Ruhe kommen. Komm wir stehen hinter der Zivilgesellschaft, egal wer eine Religion dazu hat. Komm wir stehen für den Frieden
auch für die Anhälle von den fundamentalen internationalen Menschenrechten. Cease fire now, please.